Wie viel Humor vertragt ein Wienerlied-Konzert? Und mit diesem Thema begrüße ich ganz herzlich zu diesem neuen Schurfix. Herzlichst willkommen und guten Morgen, das wollte ich sagen. Guten Morgen, zumindest für die Live-Zuseher, weil die schauen sie so in der Früh an. An euch guten Morgen und einen ebensolchen Morgengruß nach Eibestal zum Patrick, dem Herrn Kollegen. Servus Patrick. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Guten Morgen, Welt, sage ich immer. Ein Tag zum Eierlegen heute sozusagen. Strahlender Sonnenschein, bestes Wetter und beste Laune bei mir, muss ich sagen. Das höre ich gern. Das höre ich gerne. Beste Laune, scheinbar auch im Chat. Adi Rehberger ist da. Guten Morgen, alles Liebe. Jawohl, Paul Artmann wünscht einen wunderschönen Frühlingstag und schön jetzt ein tolles Wochenende. Also schon jetzt ein tolles Wochenende aus München. Na, Paul, jetzt wirst du aber. Ah, nein, steht. Entschuldigung. Ja, jetzt hätte ich schon fast ein bisschen kritisiert, weil es haben mir die meteorologischen Angaben gefehlt, dabei sind sie im ersten Satz. Da siehst du schon, der Klause heute wieder unterwegs. Sonniges Das München passt bei schon. 9 Grad. Jawohl, jawohl. Georg Scheurer ist da, guten Morgen. Und der Raffi aus der Mhm. Steiermark, ebenfalls bei schönem Wetter. Und unsere Chantal, jawohl. Schönen guten Morgen aus dem Büro in Graz. Guten Das Morgen. gefreut mich. Gefreut mich, dass du dabei bist. Ja, wir haben eine erfolgreiche Klausur hinter uns gebracht, nach der Pawlatschen Mhm, am das kann man Dienstag. sagen. Haben wirklich brav gearbeitet. Wir haben, und das möchte ich jetzt da explizit so sagen, wir haben quasi nichts getrunken, außer zum Mittagessen, ein Bier, Ja, weil ja. original ein Bier. Genau. Das war, Ja. also na, nur was dass die Ah ja, Herrschaften das erkennen, dass es klargestellt ist, wie natürlich. ernst wir die Sache genommen haben. Eine wunderbare Klausur für Mhm. unsere für 16. Das gehört immer wieder mal gemacht und das haben wir wieder umgesetzt. Ich glaube recht erfolgreich. Also Ich die sage immer so, Klausur alles mal, auf Schiene zu bringen wieder. Alles, was so ein bisschen am Entgleisen ist vielleicht. Nicht einmal, ja, das passiert einfach im Leben, dass man das ja, wieder auf die Spur bringt, schön, und da passt das wieder. Neue ja. Ideen einbringt wieder und so weiter. Ja. Das Leben Wobei, ändert sich, die Welt ändert sich, alles ändert sich. Das muss man anpassen, alles immer. Nicht? so ist es. Allerdings Ja. eine Einschränkung sage ich da schon, also es ist nichts Hm. entgleist, weil von der Nein, 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 um Begrifflichkeit Gottes Willen. vielleicht zu negativ ist. Es ist gar nichts Es entgleist, im war zu Gegenteil. negativ vielleicht gesagt jetzt. Genau, Ja. deswegen auch nicht. Es war Mhm. eine der ersten Klausuren, die wir gemacht haben, muss ich dazu sagen, in diesem Zusammenhang, die eben Mhm. nicht irgendwie mehr oder weniger einen Notfall, unter Anführungszeichen, mit sich gebracht hat oder der Auslöser war, sondern einfach, so wie du richtig gesagt hast, Patrick, es hat sich einfach viel geändert und Mhm. ja, wir sind am Touren und vor lauter Spülen und vor Mhm. lauter Touren und vor lauter Freude und vor lauter Vorhaben und Projektideen und was uns nicht noch alles im Gehirn herumschwirrt, haben wir gesagt, pass auf, Mhm. jetzt bringen wir das Ganze ein bisschen, wie du sagst, auf Schiene oder in Ordnung. Zusammen einfach wieder, Ja. ja. Mhm. Dazu gehört auch, dass man gewisse Dinge aufs Abstellgleis steht, wenn wir jetzt bei dieser Analogie Genau. bleiben, wo man einfach sagt, das ist dann zu viel, Mhm. lassen wir es einmal stehen, schauen wir mal, was passiert. Ich finde recht erfolgreich, also einmal für uns einmal gut abgelaufen. Wir werden sehen, wie sich das dann auswirken wird. Das ist Mhm. einmal da gewesen. Und Im was du Chat, wirklich so schön gesagt ja, hast, es war kein Notfall, unser na Treffen, gar nicht, sondern eigentlich gar nicht. ganz im Gegenteil eigentlich. Wie gesagt, schauen wir mal, was können wir noch verändern. Das ist Mhm. echt das Leibende gewesen. Weil vor Jahren haben wir meistens so solche Klausuren gemacht, wo wir gedacht haben, geht gar nichts erst. Was ist denn da, nicht? Zum Beispiel nach dem Motto. Aber diesmal Ja. war es nicht der Fall. Im Gegenteil, es geht alles sehr gut, es läuft alles sehr gut und läuft wie geschmiert, möchte ich fast sagen. Aber um das alles zu bündeln, die Kräfte wieder, ist vielleicht noch besser, um unsere beiden Kräfte zu bündeln sozusagen, war die Klausur ganz, ganz wichtig und toll. Ja. Ja, es ist das, weil man kommt ja oft zusammen, logischerweise, man spielt ja oft und Mhm. dann haben wir die Pavlatschen schon fix und so weiter. Und dabei übersieht man oft die ganz simplen Dinge, dass man einfach regelmäßig Mhm. bespricht. Na, das haben wir jetzt einmal so gemacht und jetzt werden wir dann, jetzt werden wir es dann vielleicht regelmäßiger machen, dass nicht so viel Täglich zusammenkommt. haben wir Aber wie gesagt. gesagt, Also bei uns ja, fast quasi, täglich. Ja. quasi. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, es war insofern eben wirklich angenehm, weil es kein Problem gegeben hat. Wir haben einfach alles wunderbar, sehr produktiv. Wir haben sehr viel Mhm. gespielt auch, muss man auch sagen. Also wir haben auch wieder Musik gemacht ein bisschen. Mhm. Und na, haut hin. Das ist einmal das eine. Die Nathalie begrüße im Chat. Grüß dich Gott. Schön, dass du da dabei bist. Und wir steigen ein in ein Thema, das hat sich
das ist irgendwie ganz interessant. Ich meine, wer mich kennt, wird jetzt ein bisschen überrascht sein, aber ich habe doch eine leicht humoristische Ader. AG, das Und ist noch ja, keinem aufgefallen bis jetzt. nein, ich schwöre, ich Wirklich? schwöre. Ja, ja. Und die bricht ihre Bahn mitunter, wenn wir spielen. Und jetzt ist es so, ich denke mir das, also tatsächlich bin ich der schärfste Kritiker davon, das weiß der Patrick. Wenn man gesagt hat, Ja, ja, es ist ein Wiener Liedkonzert und ich mache so viel Schmäh und ich rede so viel Blödsinn und so Sachen. Und jetzt ist es aber so, das kann schon mal sein, ne, dass ich das viel mache, das ist jetzt so. Dann auch wieder mal zu wenig, je nachdem, was sie wer erwartet. Und da sind wir jetzt beim Problem. kein Punkt. Ähm, aber wir haben festgestellt, zumindest in den letzten 10 Jahren, weil wir uns da ein bisschen umgehört haben oder versucht haben, die Lauscher aufzustellen, was denn die Menschen so sagen, warum jetzt gerade ein 16er beim Konzert so leibend ist. Und es war wirklich neben der musikalischen Erfüllung, die manche da erkennen wollen, ist es tatsächlich die Moderation, der Spaß, der Humor. Also wir haben unglaublich oft das Feedback bekommen, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht wie heute. Mir tut alles weh vom Lachen. Und jetzt und manchmal hat es mir dabei immer wieder zusammengekrampft, weil man gedacht habe, ja, aber das ist ja eigentlich nicht der Plan von einem Wiener Liedkonzert. Gleichzeitig natürlich freut man sich, weil die Leute das einfach einen Genuss gehabt haben. Und Auslöser dieses Themas war dann das letzte Konzert in Linz im Bratwurstglöckerl, das bummvoll war. Und jetzt, weißt du, da waren viele Leute, die uns noch nie gehört haben. Da haben wir gedacht, das ist super, da kann ja alle Schmäh auspacken. Die hat dort noch Und keiner ich kann es gehört. bestätigen, der Klaus hat alle Schmähs ausgepackt. Jawohl, Aus jawohl. den Vollen werden die Wader Ja, geschossen. ja. Und war ein voller Erfolg. Da wirst dann Kasse, da machen wir Ja, nächstes Jahr Fortsetzung und wir gedacht, weil so viel, weil ich habe schon alles was vertragen. erzähle ich einer? Ja, ja, genau. Na, aber es war halt so, natürlich haben wir da schon einige Lieder gespielt und es war auch oft die Musik, das Gespräch im Anschluss. Also gerade so Sachen, die wirklich in die Seele reingingen. Nicht? Der Herrgott aus Stamm in Wiener gmiert, vom Schrammel, so diese Musik, aber auch ein paar eigene Nummern wie die Einsamkeit oder sowas. Das war schon Gesprächsthema, aber es war auch hier das Feedback Nummer eins. Also das war unglaublich lustig einfach. Es war so lustig, ich habe so viel lachen müssen und hin und her. Das war schon fast ein Kabarett. Und jetzt haben wir gesagt, das müssen wir direkt das mal ansprechen. Es war halt ein interessantes Thema, wie viel Humor oder wie viel Ding das Ganze eigentlich vertragt, wenn man jetzt ein Wienerlied-Konzert macht. Und das ist das Thema. Schreibt natürlich eure Meinung in die Kommentare, das war ganz wichtig. Nämlich, weil es geht ja eigentlich um euch, wie ihr das seht. Und jetzt einmal, also gut, meine Meinung in dem Sinne will ich noch gar nicht dazugeben, aber bevor ich meine Meinung kundtue zu dem Thema, hören wir uns einmal einen Herrn Professor Gescheiterl an. Nicht? Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Gell? Also ich habe das eigentlich nie gesagt, du hast das immer gesagt, Professor Gescheiterl. Gell? Professor Das, Gescheiterl der spricht Professor jetzt wieder. Gescheiterl. Nein, keine Angst, es geht ja um den Humor. Also wird der Herr Gescheiterl heute nicht so dozieren, wie er es normalerweise macht. Ne? Nein, gar nicht. Aber wie viel verträgt es? Es verträgt eigentlich alles. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das genau so, wie es mir machen. Zwar die 16er Buben. Das ist genau am Punkt, finde ich. Für mich selber. Weil wenn ich mich nicht wohlfühlen tät dabei, und wenn mir das nicht selber gefallen tät, tät ich ja was sagen. Tät man ja untereinander sagen, du Klaus, das ist ja Blödsinn, das müssen wir anders machen und das ist zu viel. Und wenn du damit zu viel redest dann und dann sage ich das eh in der Pause oft. Ne? Also oft nicht, aber manchmal sage ich, du, heute ist schon ein bisschen sehr. Gleich 3 Lieder gespielt oder 4. Ne? Und nach einer halben Stunde haben wir Blödsinn geredet. Das ist dann wohl zu viel. Wobei an manchen Abenden passt das auch wieder. Das ist auch wieder abhängig von dem, über das Thema haben wir oft gesprochen, auch von euch, vom Publikum, das da ist, muss man ganz ehrlich sagen. Es schaukelt sich dann oft gegenseitig was hoch. Manchmal ist das mehr die musikalische Seite. Machen wir in der musikalischen Seite dann die humoristische Seite, auch mit lustigen Liedern, machen wir die melancholischen, machen wir einfach zum Nachdenken und manchmal geht es einfach wirklich um den Humor, um das gesprochene Wort auch wieder. Das ist unterschiedlich. Wie viel es vertragt, weiß ich selber nicht. So wie wir es machen, glaube ich, passt es, weil seit 30 Jahren funktioniert es eigentlich ganz gut. Schreibt eine, was ihr meint dazu, die am besten sagen, dass ein bisschen ein Feedback wirklich von euch retour kommt. Sonst, also für mich passt es eigentlich, so wie es ist.
einmal Ja. so, einmal so. Also ich kann nicht sagen, dass das irgendwie, dass da was groß zu ändern wäre, wie wir es jetzt machen. Ja. Bevor ich zum Feedback im Chat komme, das schon da Mhm. steht, also ich gebe dir natürlich recht, nein, wir spielen ja lang nur zusammen und wir wissen ja, was da ist. Ja, ja. Es gibt zwei Faktoren, die eigentlich, also zwei grundlegende Faktoren, die auf dieses Thema Einfluss nehmen. Das eine ist meine persönliche äh, Stimmung, also mein Mhm. Empfinden. Das von Patrick. Patrick ist da sehr passiv in dem Punkt, aber das ist nicht ganz unwesentlich, weil Nicht zwei unwesentlich, ja. humoristische Alpha-Tiere würden die Chose schmeißen, also im Sinne negativ, also zusammenhauen. Zum Mhm. einen, zum anderen ist halt gerade dann natürlich vom Ruhepol, Patrick in dem Fall, ist natürlich dann ein Schmäh dreifach so wirksam. Nicht? Also wenn dann Das was stimmt, kommt, ja. sieht's. Nicht? Mhm. Das muss man, das gehört ja, Ja, genau. das ist fast ein bisschen vergleichbar wie diese berühmten Doppelkonferenzen, wo du den Gescheit und den Bläden brauchst. Nicht? Also in dem Fall ist sozusagen der Patrick jetzt in die Doppelkonferenz bezogen, der Gescheite, nicht? Die Der, blöde nicht? Rolle. Ja, Mhm. und ich bin Mhm. der Blöde eigentlich. Ja, naja, ist ja eigenartig. Auf jeden Fall, also Na, na. die Befindlichkeit eines Selbst ist natürlich eine ganz, ganz Mhm. wesentliche äh, ähm, Rolle in dem Spiel und das zweite ist natürlich das Publikum. Und da geht es jetzt Mhm. nicht darum, die Rolle des Publikums, also wie sich das Publikum zu verhalten hat oder sowas, sondern wie das Publikum ist. Was ist denn heute? Hast du Musikafficionados drin sitzen, mehrheitlich? Wir reden jetzt immer von Mehrheiten, weil allen Ja, recht machen, das geht überhaupt nicht. keine Chance. Und wir haben ein paar so Afficionados, super liebe Stammfans von uns, die immer wieder kommen und die halt das ertragen, ne? Dass ich halt dazwischen so lange moderiere. Und mit denen schon oft geplaudert, habe ich gesagt, ja, aber das ist halt so, du bist halt einer der wenigen, das muss man echt so sagen, der ein Lied nach dem anderen Mhm. hören will. Die meisten Menschen wollen das nicht. Das ist ja so. Mhm. Also das ist wirklich eine Mehrheitsfrage und das hat sich bewahrheitet, nicht nur bei uns in der Beobachtung, sondern überhaupt, dass bei Natürlich. einem Konzert ein reines Abspulen der Lieder nicht, nicht positiv gesehen wird. Man will dazwischen ein Mhm. bisschen was. Ja, ich muss das ganz ehrlich auch aus meiner persönlichen Sicht sagen, wenn ich Konsument bin, wenn ich bin nicht oft wo bei einem Konzert oder irgendwo, ich habe eine gute Moderation dazwischen irrsinnig gern. Wenn ein Lied nach dem anderen runtergespielt wird, ohne dass dazwischen irgendwas moderiert wird, finde ich es eigentlich fad. Ja, Das ist also für mich persönlich auch. Ich habe das wirklich gern, dass da ein bisschen was. Es muss ja nicht immer nur Humorist, geht ja nicht nur um einen Witz, sondern wirklich ja, einfach um das gesprochene Wort dazwischen. Die Moderation eben auch. Habe ich gar nicht nur erwähnt eigentlich, dass es nicht nur um die Schmäh geht, sondern wirklich auch um die Moderation, dass was geredet wird dazwischen, dass man ein bisschen ja, was erzählt. Über die Künstler, über die Musik generell oder über was, das ist wieder schön, oder was auch immer. Ne? Über das Publikum, der ist da und so weiter. Dass man ein paar Leute vorstellt vielleicht. Also diese richtige Moderation nämlich dabei ist ganz ja. wichtig, finde ich. Ich auch. Und jetzt kommt schon noch ein Punkt dazu, Mhm. der glaube ich auch nicht unwesentlich ist. Ich bin halt auch so. Weißt? Also Ja. das ist, wir haben ja als eines unserer Ja. ganz starken Attribute, die uns zugeschrieben werden, ist ja die Authentizität, die Echtheit. Mhm. Die zwei sind so. Ja. Und, und jetzt muss man dazu sagen, ich müsste mich verstellen, wenn ich ein Lied nach dem anderen abspiele. Das kann schon passieren. Drei, vier Lieder. Dann wird wieder Genau. irgendwas erzählt, dann wird wieder was geredet. Also ich rede jetzt bei Konzerten, nicht bei, wenn man im Hintergrund wo bei einer Firmenfeier da was spielt. Nicht? Dann spielt da, was soll ich da moderieren? Nicht? Da wird gespielt. Mhm. Aber, oder auf einem Ball, nicht? Da ist ja auch oft viel zu laut, dass man da viel moderiert. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich mir denke, also wir haben eigentlich diese Kritik, dass zu viel gesprochen wird dazwischen, eigentlich nie wirklich bekommen. Manchmal hat es halt Gas, na, heute hast du viel geredet, oder ja, das nächste Mal spiel ein bisschen mehr, oder wie auch immer, nicht? Aber das Manchmal kommt sehr ganz selten selten und beim nie wirklich Taschel und der als, Manfred in der Pause zu mir kommt, geh, sag ihn Klaus ein bisschen spielt's ein bisschen mehr. Da waren schon drei Leute bei mir jetzt, die haben gesagt, das nicht so viel reden, da gehört mehr gespielt. Und so. Aber das ist so selten. das ist, nein, extrem selten, ja. Und das ist halt, Ja. ja, es ist ja eine permanente Gratwanderung, weil es ja eben nicht klar ist. Nicht? Mhm. Genau.
was will denn das Publikum mehrheitlich? Und abgesehen davon, jetzt ist es so, wenn du sagst, es waren schon 3 Leute bei mir, dann ist das in Realität einer. Ja, weil weißt du, das die biblischen Zahlen, nicht? Wenn du sagst, was die Schaukelt Leute sich sagen dann schon. immer nach oben. Da sind schon 3 Tisch gegangen, nicht? Was die, nicht? Ja, genau. Ja, ja. Noch nie. Also das ist die biblische Zahl, wir vereinfachen. Also es war schon einer da. Und der Rest, und ich meine, es ist ja, ich nehme die Grundstimmung wahr, nicht? Von so einer Gesellschaft. Und dann siehst du, wo du bist. Und wenn dann einer sagt, ja, ich hätte gern, dass mehr gespielt wird, sage ich, wir spielen aber es tut mir leid, aber Genau. auf einen kann ich da jetzt nicht Rücksicht nehmen. Ich muss auf die Grundstimmung Rücksicht nehmen. Und da kannst du natürlich auch vertun. Also das heißt nicht, dass ich da immer richtig liege, aber ich glaube jetzt da im Großen und Ganzen schon. Zu 90, über 90% das sicherlich, ja. Absolut. Definitiv, ja. Absolut. Was haben wir im Chat für Meldungen? Sprachpolizei ist da, Christi Gott, und der sagt, der Schmäh ist unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Seele. Sicher auch so. Philipp Schild aus Linz mit dabei, ja, servus. Servus. Snoop Dogg Doggy-Style meint, Wiener Lied, Humor und Schmäh gehören zusammen. Wiener Lied ist auch Entertainment. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, Snoop Dogg Doggy-Style. Genau. Es gibt jetzt, wenn ich eine Platten aufnehme, sagen wir so, wenn ich in ein Studio gehe, um eine Wiener Liedplatte aufzunehmen, dann geht es rein nur um dieses Wiener Lied und um die Verbreitung dieser Aufnahme dann. Ne? Bei einem Live-Konzert geht es darum, dass die Leute den Alltag vergessen, dann heimgehen und sagen, das war ein super Abend. Sie müssen nicht zwangsläufig sagen, es war ein lustiger Abend. Ja. Genau, das war ein unvergesslicher Abend und hat mir aus dem Alltag rausgeholt. Also Entertainment. Absolut richtig, ja. Absolut richtig. Kabarett gehört dazu, sagt der Raffi. Alexandra Kabach ist da. Nur kurz, aber sie ist dabei. Servus, Alexandra. Guten Morgen. Ja. Auch der Alexander Hauser hat sich dazu gesellt. Christi Gott. Und der Paul Artmann meint, ich kann es zwar bisher leider nur von den Mitschnitten beurteilen, aber ich finde die Kombination perfekt und finde, das macht euch aus. Dieses Jahr werde ich es mir bestimmt mal live ansehen. Ne? Das freue mich jetzt schon drauf, Paul. Ja, es ist, also... Großartig. Jawohl, ich freue mich darauf, am uns sehen endlich einmal. Ja, und ich glaube also wirklich, dass das Wiener Lied, wenn ich mir anschaue, im Vergleich, in Kombination mit manchen Größen des Wiener Lieds, dann haben wir tatsächlich nicht nur Schmäh dabei, sondern wir haben eine sehr gemischte Geschichte. Wir haben sehr, sehr erfolgreiche Wiener Liedmusiker, wo man gesagt hat, der Schmäh, ja Wahnsinn, also Stadelmeier Grupper, beziehungsweise dann später eben der Schafferhäuser, das war quasi, aber die Spitzbums sind ja eigentlich aus dem entstanden, ja, weil sie ein Kabarett draus gemacht haben. Waren eigentlich Musiker, ne, im Urteil. Eigentlich ursprünglich ja. Und dann hast du aber genau das Gegenteil. Also wo gar keine Schmähbreder in dem Sinn waren. Der Karl Hodener, der hat keine Witz erzähle ich auch fast nicht, aber der Karl Hodener hat auch wenig moderiert. Der Horst Gmähler war auch nicht sehr, sehr, sage jetzt einmal, moderationstechnisch unterwegs, meiner Erinnerung nach. Die diverse Schrammel-Quartette, natürlich, da war gar keiner mit einem, der das irgendwie erzählt hat. Einzige Ausnahme dann später, Roland Ich Neuwirth. weiß schon etwas aus der Biografie oder aus den Biografien über Josef und Johann Schrammel, nämlich, dass gerade der Josef Schrammel stundenlang Geschichten und Witz erzählt und die Leute unterhalten hat. Auch bei den Auftritten manchmal, dass dazwischen oft einmal minutenlang oder wie das am Ding steht, also einfach nur ein Blödsinn geredet worden ist von ihm. Und die Leute haben sich köstlichst unterhalten. Ja. Das vergisst, wie das steht in mehreren Biografien, steht das wirklich so drinnen eben von Erzählungen, die man weiß, dass da der Schmäh auch drin ist, nämlich. Genau, auf den wollte ich zurück. Also ich war diesen Riesenerfolg ausmachen wahrscheinlich, also, warum das so war. Ja. Auf das wollte ich zurück. Weil also ich war jetzt bei den quasi in der Gegenwart mehr oder weniger, wo du beides hast. Und eben in der Vergangenheit, nein, du hast vollkommen zu Recht das gesagt. Und worauf ich mich bezogen hätte, jetzt, wenn du diesen Einschub nicht gemacht hast, der vollkommen richtig ist und das noch mehr untermauert, auf diese Natursänger. Weil da hast du eben, das waren nicht nur hervorragende Sänger, das waren einfach Entertainer. Das waren also die, so wie der Bratfisch, der berühmte Leibfiaker vom Kronprinz Rudolf, das waren Natursänger und die sind oft dann von diesen Schrammelquartetten
begleitet worden. Die sind halt nicht, die sind zwar mit der Kutschen stehen geblieben und haben sich ein paar Vierteln geholt und haben dabei 3, 4 Lieder zum Besten gegeben oder dann später auch mehr in Konzerten, aber so, das war so diese Uridee, nicht? Dann sind sie weitergefahren, haben sie Haken gemacht, dann ist der nächste Fiaker stehen geblieben. Es waren oft Fiaker, diese Natursänger. Nicht nur, aber es waren viele. Und und das waren eben nicht nur Sänger, sondern nach diesen Überlieferungen, nicht? Sondern es waren eben Unterhalter, das waren Entertainer. Weil das Genau. Quartett selber war quasi mehr oder weniger die Kammermusik, das war ja, die haben wir da gespielt, nicht? Da tust du schwer. Und auf die wollte ich zurückgehen. Also, dass das eigentlich immer eine sehr, sehr starke, unterhaltsames Wesen gehabt hat und nie sehr, sehr akademisch betrieben wurde, sagen wir es so. Und das mit den Schrammen jetzt wusste das war mir nicht eingefallen. Aber ich kann mich erinnern, dass das geheißen hat. Aber das bestätigt das natürlich. Das war Ja. Hetz, das war Gaude und das war hohe musikalische Kunst. Und so gesehen möchte ich uns fast mehr in der Tradition dieser alten überlieferten, wir wissen es ja nicht, wie es wirklich war, aber wir nehmen halt Genau. einmal die Beschreibungen einmal zu uns zu Herzen und so in dieser Tradition sind wir da eigentlich eher drinnen. Im Unterschied zu dem, was dann später gekommen ist, so diese doch recht, meine ich gar nicht musikalisch, sondern nur jetzt auftrittstechnisch die relativ trockene akademische Herangehensweise, wie es zum Beispiel immer, weiß ich nicht, die Malatschramel, nicht? Da war jetzt nicht das war musikalisch herausragend gut, aber natürlich, da Ja, war ja. jetzt kein, also ein Hetz hast du da nicht gehabt, nicht so in dem Sinn. War nicht notwendig bei dem, aber es war nicht da, Detto eben, was ich Wiener Konzertschrammeln, das ist keine Kabaretttruppen, ist es auch nicht da, also, Wobei bei das, den ja, Malerschrammeln zum Beispiel kommt wieder dazu, dass zwar Konzerte nur mit den vier gegeben hat, mit den Malerschrammeln, jedoch, ich glaube, ein Großteil der Auftritte, was ich so in Erinnerung an habe selber, war meistens ein Sänger noch dabei, zwei Sänger dabei, eine Sängerin dabei, ein ja, Konferencier dabei. ja, Und so wie damals, Der Walter Heiderhand hat dann schon Schmäh erzählt dazwischen ja, und so weiter, nicht? Und Witz gemacht und ein bisschen Geschichten erzählt ja, und so weiter, ne? so wie damals die Fiaker Für eben, das ne? hat man die dazu gehabt. Ah, ja, Ja, genau, genau. genau. Aber im Und Konzerthaus zum Beispiel oder im Gläsernen Saal oder was, im Musikverein, also, wenn die Malisch einmal gespielt haben, allein zu viert, da ist nicht viel erzählt. Und Peter Hirschfeld hat zwar immer ein bisschen was eingeworfen dazwischen, aber das war sonst relativ ja, konzertante musikalische Geschichte, das Ganze. ja. Ja. Und also was das Schrammelquartett betrifft, ist es dann Mhm. irgendwann gekommen mit einem Roland Neuwirth. Ne? Wo das sozusagen Ja, dann verbunden wurde mit einem Schmäh. Geschichten, ja, genau. Und wir finden, es war auch in der Popmusik, also Austropop zum Beispiel, der Georg Danzer, seine Mhm. Live-Konzerte waren eigentlich mehr Großartig. Ja. Geschichten als Lieder, wobei er da Okay. immer wirklich die gleichen, also wie bei mir auch, immer die gleichen Geschichten. Waren. Nur da war es halt dann schon so, wenn denn einmal eine Geschichte nicht gebracht wurde, das ist auch bei uns so, wenn einmal irgendein Schmäh Wird es nicht kommt, sofort. wird das urgiert vom Publikum. Was ist Sofort. heute, hast du das auslassen, was ist mit dir nicht? Also direkt gleich aggressiv konfrontiert wird man da. Der Ja. Snoop Dogg Doggy-Style meint noch Hans Moser. Ja, Den das würde ich allerdings nicht unbedingt als Wienerliedsänger oder ja, hätte ich Wienerliedmusiker auch oder Musiker gesagt. Ja. bezeichnen. Er ist eigentlich Schauspieler, ja. Der auch Wienerlieder interpretiert. Sehr gut interpretiert für mich sogar, muss ich sagen. Ja, Die er interpretiert hat, die meisten, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja. Und immer halt als Schauspieler. Nicht? Aber ob Ja. er zum Beispiel tatsächlich ein Schmähbrüder war, weiß ich gar nicht. Er war ein sehr guter humoristischer Schauspieler, aber ob er jetzt, wenn er jetzt wirklich privat beim Heirigen gesessen ist oder dort halt einmal mitgesungen hat, ein Lied, ob das wirklich ein Schmähbrüder in dem Sinn, kann ich gar nicht sagen. Bei Weiß Hans ich jetzt auch Moser gar weiß nicht. ich Ja. nicht, aber bei jemand anderem mit dem Schmäh, nämlich, das ist jetzt der Unterschied, ob auf der Bühne oder im Privaten, Karl Farkasch und Ernst Waldbrunn. Ich weiß von Karl Farkasch nur von den Erzählungen über ihn, dass der privat überhaupt kein Schmähbruder war. Sondern das war wirklich einstudierte Rolle, Ja, die haben immer. Und Farkasch konnte es auch wirklich nicht ausstehen, wenn extemporiert wurde auf der Bühne, wenn man da vom Text abgewichen ist. Der war ganz der streng. War da. Ernst Waldbrunn genau das Gegenteil. Der hat auch privat, war er immer so für irgendwelche Schnurren und sonstige Blödheiten zu haben, eigentlich, wenn man irgendjemanden zum Necken gegangen ist und da so eine stundenlang Witz erzählt hat. Ne? Also so ja. unterschiedlich ist das oft nicht bei denen. Da muss man oft aufpassen. Und ich glaube, Hans Moser war einer, der privat auch eher der zurückhaltende, ruhige, ja. Ich glaube zumindest, ja.
Ja. Der Raffi meint, ich finde euch authentisch, wenn man zu einem Konzert von euch bekommt man das Original. Das ist eigentlich schick gesagt. Es stimmt wirklich, ja, es Das ist ist authentisch. stimmt. Das kann einem auch manchmal zu viel sein oder zu wenig, aber, aber es ist halt, ja, so sehr wir uns anpassen an die Situation und ans Publikum, aber es ist halt, so sind wir halt, ne? Das ist ja so. Und der Georg Scheurer bringt das auch ganz interessant. Ihr habt alle Situationen schon selbst beschrieben. Und mühsam, in Anführungszeichen, wird zwar, wenn man kurzfristig zu mehreren Konzerten kommt, ist klar, aber das ist aufgrund der Aktualität gegeben. Das siehst du bei den Spitz, beim Strebersdorfer Buben, schreibt er, und bei Programmen aller Kabarettisten. Ja. Das ist eben genau das, wo ich ein bisschen, mit dem ich ein bisschen Naja, hadere, nicht? Weil du legst einfach deinen sag gleich Kanon was an dazu. Ja, tu Schmähs zu, nur. ja, unbedingt. Weil dann, wenn du das dazu sagst, hol ich mir einen Kaffee. Äh, du entwickelst im Laufe der Zeit deinen Kanon, quasi den Repertoire an Witzen. Also Witze ist es ja nicht. Witze erzähle ich ja fast gar keine, sondern es sind einfach Schmähs, es sind Geschichten, es sind Schmähs. Ja. Aber in erster Linie bin ich halt Musiker und nicht Kabarettist. Das heißt, ich sammle jetzt nicht massiv Schmähs und Witz, nicht? Dass ich immer wieder was Neues bringen kann, sondern das wächst halt so mit der Zeit. Aber natürlich, das wiederholt sich. Genauso wie die Lieder. Nur bei den Liedern ist es halt nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so störend. Und das ist eben etwas, das ist das Einzige, woran ich wirklich ein bisschen hader, weil ich mir dann denke, die sind nicht wieder die gleichen Schmäh, aber du hast halt immer wieder auch Leute dabei. Also wir haben die Situation gehabt einmal, da war fast gar kein Neuer dabei. Da war fast kein Neuer dabei. Also die haben uns alle kennt, gut kennt. Das ganze Publikum war absolut 16er Buben Kenner. Und da habe ich mir gedacht, das tut mir schwer, ne, mit den Schmäh. Und dann habe ich halt ein paar so dazwischen eingestreut, bekannte Schmäh, und die Leute haben sich zerkugelt wie nur was. Und dann haben sie angefangen, diese Schmähgeschichteln sich zu wünschen. Also wirklich, was du sagst, die erste kennt sie schon. Wurscht, da können wir immer lachen. Also auch interessant, ja. Nur aus meiner Sicht, und da bin ich durchaus mehr als verständnisvoll bei der Aussage von Georg Scheurer. Nicht nur jetzt dafür fürs Publikum, für mich selber wird das sogar ein bisschen mühsam, wenn ich mir denke, fix, jetzt, ich hab nichts anderes parat, außer jetzt der bestehende Schmähs. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe oft was parat, was neu kommt. Ja, ja, Bin also da gesegnet mit einer eben, gewissen eben. Spontanität. Aber ich sage einmal, der Das Kern ist wollte oft. ich Also, nichts sagen, genau. Ja. du, ein 90%, also es gibt Ja. der Großteil meiner Schmähs, also diese Witze oder diese Schmähs, die habe ich ja dem lustigen Hermann entwendet. Ja, mit dem er ja nächste Woche, glaube ich, gell? Oder übernächste? Nein, Nächste nächste Woche. Woche Samstag, ja. Jawohl, nächste Woche Samstag spielen wir, schaut rein auf 16er.at in Stadtlau beim Selic, spielen wir gemeinsam mit dem lustigen Hermann. Also und da erzähle ich keine Schmäh, weil die erzählt schon alle er. Also ich habe sie alle vererben. Aber die Geschichten zum Beispiel, alle Geschichten in meinem Repertoire, die sind irgendwann entstanden spontan. Die sind einfach spontan irgendwann entstanden, während einer Reden auf der Bühne. Also es kann da wirklich passieren, dass ich einfach dahin quatsch, dass ich irgendwas sage, meistens eine Reaktion auf irgendetwas im Publikum, und dann kommt halt der Schmäh raus. Und manchmal entstehen dadurch Geschichten, die ich da Man entwerfe spinnt dann geistig. weiter, man Ja, spinnt ja. weiter, nicht? Ja, ja. Und die Guten bleiben dann einfach im Repertoire. Also das ist schon. Also, aber wie gesagt, dennoch, dieser Grundkanon an Schmähs, der ist halt dann, denke ich mal, fix, ja, das kennen die schon alle. Ne? Und das ist eben ja, so eine Wobei, Sache, die mir schwer tut. Patrick, es, ja, bevor du da ja, jetzt was ja, dazu sagst, ja, zu was ja. haben wir gesagt, sagst du noch was dazu? Na, und Was, zwar was zu ist? diesem Problem unter anderem, oder Problem gar nicht, dass sie immer wieder wiederholen, die Schmähs und so weiter. Ich finde das gar Genau. nicht, du kannst ruhig einen Kaffee holen gehen. Dann Es hole ich mir ist einen kein Kaffee. Problem, wenn du Passt. willst. Das passt schon. Nein, weil der Klaus sagt immer die gleichen Schmähs. Allerdings finde ich es überhaupt kein Problem, weil große Musikhumoristen, mir fällt da ein, der Viktor Borge, ich weiß nicht, wem der jetzt was sagt von unserer Runde hier. Der hat auch, also wirklich ein großartiger internationaler Künstler, gebürtiger Däne,
am Klavier gespielt und einfach eine musikalische Witze gemacht. Aber der hat auch immer die gleichen Schmähs gehabt. Oder einer seiner Nachfolger, der Hans Lieberg, bei dem war ich dreimal in einem Konzert. Und es kommen die Grundschmähs, also 90% der Geschichten, die er erzählt, immer wieder neu verpackt, ein bisschen mit einer anderen Musik dazu, aber der Grundschmäh ist immer gleich. Das ist fast bei einem jeden eigentlich, wenn mir das aufgefallen ist, der so musikhumoristisch unterwegs ist. Also das ist nicht nur bei uns und im Speziellen beim Klauser so. Und das hat mich eigentlich auch gar nicht gestört, weil das war da wieder musikalisch anders dazwischen und ich habe ja dann beim dritten Mal, wie ich beim Victor, also beim Hans Lieberg war schon direkt drauf gewartet, auf ein paar von diesen Schmähs, dass die kommen und das war einfach großartig, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Nicht? Helmut Zischke sagt auch guten Morgen, auch nach Passau, sage ich da jetzt. Wir sehen uns ja bald, ne? Du schreibst dem am 22.04. beim Lendner. Ich freue mich schon sehr drauf. Helmut, Familie Zischka habe ich ja kennengelernt, bei uns da in Kettlersbrunn im Weinkeller. Ich war gerade wieder einmal mit dem Fahrrad unterwegs und da haben wir uns getroffen. Das war wunderbar. Ich meine, haben ein Achtel gemeinsam getrunken und sofort waren wir uns eigentlich sympathisch, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns persönlich wiedersehen. Ihr seid ja da und beim Lendner auch noch, das ist eine super Sache. So, ja, der Georg Scheurer hat da richtig, ja, ja, genau. Man macht gewisse Sachen werden da verpackt, eigentlich, die wirklich passiert sind. Ja, das stimmt. Und da haben wir natürlich, also in 30 Jahren wird das immer mehr, was man natürlich auch erlebt hat. Oder was man auch dazu getragen bekommt von anderen. Unter anderem auch von unseren Fans, die Geschichten, was die schon erlebt haben, zum Beispiel. Ja, ja. Das kann man natürlich wunderbar verarbeiten, solche Sachen. Also ist meistens besser als die erfundenen und erdachten Geschichten. Wobei, manche Sachen gehören natürlich auch, sind auch wirklich sind ein bisschen ein Schmäh, der erfunden wird, muss man auch ganz ehrlich sagen. Hetty, guten Morgen. Ja, Hetty schreibt auch, Victor Borge war großartig. Ja, ich habe schon gesehen, Hetty, du bist gerade dazugekommen und ebenso sehe ich, der Klaus ist gerade wieder dazugeschaltet, nicht wahr? Bin Grüß schon dich, wieder du da. hast einen Kaffee geholt. Passt. Ich habe immer gleich doppelt runterlassen. Das ist Immer eine gleich gute Idee. doppelt. Ja. Ja. Ja, äh, Darf ich mir auch kurz einen Kaffee holen? na, hol Geht dir einen das? Das Kaffee. ist mich, Na sicher. bin gleich da, ich bin Na, schnell hol dir da. einen Kaffee, hol dir einen Kaffee. Ich habe dank der Kopfhörer Großteil, so wie ich gehört, was er geredet hat. Äh, und eben Victor Borge erwähnt, so wie die Hette, Hans Lieberg. Es gibt ja viele, die in diese Kerben schlagen. Vor allem, ich glaube oftmals in dem Bereich, das nicht ausgewiesen Kabarett ist. Also wenn du ein Kabarettprogramm hast, dann hast du eben das erarbeitest, das ganze Programm, das machst und dann, ja, und dann machst du irgendwann ein Neues und so weiter. Dann gibt es einmal ein Best-of, also so, eigentlich so Sketches, ne? Sketche, sagt man gleich. Und wenn du jetzt aber eigentlich kein Kabarett machst, sondern das ist irgendwie so ein Nebenprodukt, wie es halt bei uns ist, na, dann, dann, dann erarbeitest du dir einfach einen Fundus an Schmähs. Und das wird es dann. Genauso wie mit den Liedern bei uns. Es ist eigentlich genau die gleiche, wie sagt man da, gleiche Funktion, der gleiche Modus, aber du hast halt dann Lieder einfach im Repertoire und das ist, wir haben kein Programm, wir haben nie ein Programm gehabt, sondern wir haben halt das gespielt, was halt dann passt hat. Das variiert ohnehin und halt sowieso diverse Hits ja, wiederholen sie dann ohnehin. Und das Gleiche ist halt bei mir halt mit diesen Geschichten, mit dem Programm, mit kabarettistischen, mit humoristischen. Und das ist natürlich aber die zweite Reihe hinter der Musik. Und daher ist es natürlich nicht in erster Linie, dass ich sage, ich muss mir mörderisch viel Schmäh lernen oder einlernen, das will ich nicht. Sondern das passiert einfach. Ja. Und ähm, ja, Ja, wir sind ja keine Kabarettisten. ja Wir sind eben, ja eben genau. doch eigentlich
Musikanten. Ne? Das ist eben das. Aber es gehört halt Der dazu, Schmäh so wie dazu. viele das schon Gehört gesagt dazu. haben. Und ich muss echt sagen, das ist ja etwas, was, also wir hören das ja oft und von anderen Künstlerkollegen, die musikalisch herausragend sind und so weiter, ich höre das jetzt wirklich einfach nur von Menschen, die mir das sagen. Aber auch Veranstaltern und so weiter. Die sagen halt, na, die sind gut, aber denen fehlt ein bisschen der Schmäh. Und damit ist es oft gemeint, denen fehlt es ein bisschen. Damit ist jetzt nicht unbedingt ein Lacher gemeint, sondern sowas wie, ich sag's euch wirklich ganz, ganz primitiv, deppert, wenn ich auf die Bühne komme und wir haben ein Achtel in der Hand, im Unterschied zu den anderen, die im Laufe des Abends auftreten zum Beispiel. Allein das ist schon eine ganz andere Wirkung. Jetzt, ich will nicht unbedingt den Wein, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einfach, da kommen einen heurigen Musiker, schau, die nehmen sich so Achtel mit auf die Bühne. Und das ist, die trauen sich. Das ist teilweise wirklich so, die trauen sich, weil andere halt, die sind das viel professioneller und die sagen, nein, ich kann doch nicht das mit einem Achtel auf die Bühne gehen. Ich nehme mir ein Wasser mit auf die Bühne. Wegen einem Hals, wegen einem Ding, ja, ist super. Aber du sollst nicht professionell da irgendwie, meiner Meinung nach, besonders gut reüssieren, sondern jetzt lass den Menschen noch einen leichten Schmunzler zu. Ja, muss nicht gleich immer Bitte, ein das Schenkelklopfer sein. Ja. Nein, Das, ganz im Gegenteil. So Schenkelklopfer ist ja bei uns auch nicht immer nicht viel dabei eigentlich, aber dieses Schmunzeln, dieses Lachen oder was, das ist bei uns vorhanden einfach. Schenkelklopfer haben wir eigentlich nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja. naja, es sind schon einige dabei. Ja, so viel Also, sind es nicht. naja, viel. Es sind schon, je nachdem, wie viel es halt dann unterkommen. Natürlich, es ist nicht das Prägende, weil wir ja Wiener nicht Musiker sind. Aber es ist schon so, dass wir sehr oft hören, dass eben, dass wer sagt, ich hab Ewigkeiten nicht Ich habe mehr so so viel gelacht, gelacht, so wie viel schon lange gelacht nicht. und Ja. alles nicht. Oder mir tut alles weh vor lauter Lachen. Also das hast du schon. Ja. Es sind schon mehr, als man glaubt, aber es ist eben jetzt ja Für mich vielleicht. sind es gar nicht so Schenkelklopfer oft. Naja, Aber das ja. Gute kennen es natürlich, ne? Das ist ja klar. Ne? Naja, nein, und es sind ja Geschichten, es ist ja oft nicht so wie ein Witz, eine Pointe, Schenkelklopfer, sondern es ist einfach, manchmal gibt es halt, du fängst mit einer Geschichte an und ziehst das weiter und die Leute kommen gar nicht aus dem Lachen. Ne? Das ist mitunter Ja, kommt richtig. das vor. Dann hast du natürlich Lieder dazu, die entsprechend passen. Ja? Wir haben ja durchaus auch humoristische Lieder dabei. Ja? Aber ich glaube, was wichtig ist oder was wir eigentlich da schon erklären wollen, ist, dass das nicht unser Haupt mit je, sondern das ist einfach Nebenprodukt der ganzen Geschichte. Ja? Das ist mir irgendwie wichtig, das rauszukitzeln aus der ganzen Thematik. Im Chat haben wir, die Judy Austria ist da, auch schon munter, jawohl, bravo. Den Morgen. Georg Scheurer sagt zu Recht, kriegst du keine Herzallen als Selbstholer? Vom Kaffee her, ja. Eigentlich ja. Ein Selbstholer kriegt da auch welche. Heißt. Ja. Ja, Ja, gemeint, bitte, gell. heißt das. Schau, ich krieg welche. wir- Mein Munkelein kriegt wir immer nicht Herz. Ich so. krieg auch Herzallen. Ja, ja, sie müssen das Oder? umbauen lassen, dass die rote Achteln reinhauen in diese. Das weißt, dass der rote Achteln fliegen können. Das war's, ja. Das war eigentlich gescheiter. Das Herzaln. Ja. Snoop Dogg ist Teil, holt sich jetzt auch einen Kaffee, bravo. Aber ich kann es so auch machen. Ne? Das ist auch schön. Ich Bravo, kann's auch Patrick. nüchtern, trocken. Bravo, Patrick. Ja. Ja. Für die Podcast-Zuhörer, der Patrick spielt es eigentlich gerade einfach nur mit seinen technischen Errungenschaften. Ich höre schon auf, Im- nicht, dass was im- abstürzt. Ja, genau, im Kamerabereich. Ja. Der Raffi meint, Peter Ratzenbeck wiederholt vieles dazwischen, war ca. 17 Konzerten, also mich stört es nicht, mir gefällt es. Ja. Ja. Signalisiert Zusammengehörigkeit, meint der Georg Scheurer, da weiß ich jetzt aber nicht mehr, was du meinst. Signalisiert das Lachen, auch nicht meinst du das Lachen, das miteinander? Das kann sein. Oder ja, das kann schon sein. Echter Schmäh ist ein Talent bis zu einem gewissen Grad lernbar, aber ein gewisses Talent dazu braucht es, sonst klingt es bemüht, sagt die Hetty. Und das ist eben, da sind wir jetzt beim Thema Authentizität. Also das sehe ich ja auch so. Ja. Ich bin vom Typus her ein sehr humorvoller, humoristischer Kerl. Und der Patrick ist vom Typus her auch sehr, sehr humorvoll, aber nicht humoristisch. Ja? Genau. Ja, Das genau. ist nicht- das ist unser Unterschied bei uns zwei, nämlich. Genau. Genau. Ja.
Also das ist jetzt nicht der super Trockene daneben, aber eben, ja, Gar nicht eigentlich. ist jetzt der Schmähbruder, auch wenn man jetzt privat dort zusammensteht, ist der Patrick nicht. Ne? So, der einen Schmäh nach dem anderen rausreißt, sondern halt mit dabei ist, mitlachen kann, mit tun kann, was ergänzt genau. und so. Ja, also so eben jetzt, ja, es gibt schon trockenere. Ne? Aber ich sage mal sehr humorvoll, viel, aber nicht viel humoristisch. trockener, ja. Ja? Sagen wir so. Und das ist natürlich dieses Humorvolle, das habe ich auch nicht gelernt. Ja. Das habe ich von meiner Frau Mama. Jeder, der meine Mutter kennt, weiß das. Und das ist Wobei ich ja, ganz ehrlich sagen muss, der Klaus ist nicht 24 Stunden der große Schmähvierer. Weil das stellt man sich dann auch so vor, so ist es, so leicht ist es auch nicht. Ich meine, Klaus kann durchaus ein sehr ernster Mensch sein, muss ich ehrlich sagen, ja. ja Im klar. privaten Umfeld nämlich, ja, überhaupt. Aber das schätze ich auch sehr an ihm. Da mache ich mich lustiger, dann oft, nicht? Da denkt man, aber das ist ja so. Oder generell auf der Bühne ist natürlich der Klaus, also man, das ist Wahnsinn. Der Ja, Schmähvierer. ja. Aber auch im Privaten, wenn er losgelassen, dann kommt eins nach dem anderen und es ist einfach ein Wahnsinn, ja. Ja, ja. Nein, das ist, da kann man Muckel ein Lied davon singen. Ich Aber bin ich natürlich möchte dich ein nicht. bisschen schützen, nur davor, nicht, dass die Leute glauben, du stehst in der Früh auf und das Erste, was ist, einmal das ist dann Witz, ne? Im Spiegelbild zum Beispiel. Ja, Oder so, genau. ne? Ja. Nein, Naja, das auch nicht, natürlich. das Ne? nicht, aber wie gesagt, mein Muckelein kann schon ein Lied davon singen. Also ich erzähle vielleicht keinen Witz, aber es kann schon. Das passiert schon oft, dass kaum sind die Augen offen, kommt von mir schon ein Blödsinn. Ja, das mitunter passiert das schon. Also ich bin schon, also im Unterschied jetzt zum Beispiel zu vielen Kabarettisten, bin ich tatsächlich auch privat ein sehr humorvoller Mensch. Ja, Aber wie du richtig sagst, ist natürlich nicht 24/7. Und klar, gibt's nicht immer. Und außerdem braucht man braucht ja diese Wellenbewegung. Man braucht ja Yin und Yang. Ne? Die muss ja mal still immer, sein. Und ich immer. bin auch ein sehr melancholischer Mensch zum Beispiel. Mhm. Gleichzeitig. Also das habe ich wieder mit Kabarettisten gleich. Es ist nur so, dass ich diese Melancholie zum Beispiel im Unterschied zum Kabarettisten auch auf die Bühne bringen kann, siehe Wiener Lied. Gleichzeitig ähm, den Humor auch ins Private ziehen kann. Also das ist, Mhm. aber das ist einfach da, ja. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass der Schalter ist die Gesellschaft. Ja, Wenn ich allein ja, bin, stimmt. Ja. bin ich mitunter auch humorvoll, so, aber halt natürlich, ja, für wen, nicht? Und bei meinem Munkelein auch immer nur so lang, bis sie halt wirklich am Arsch geht. Nicht? Da muss ich wieder ruhig sein, eine Zeitl. Aber ansonsten, für einen Du sagst Blödsinn es jetzt falsch. Du immer, musst sagen, nein, du übst ja da bereits, nicht? naja, weiß ich. Das, Ja, ich glaube, es geht die nicht durch. Probe sozusagen, nicht? Zu Hause. Das geht Na, nicht durch, glaube ich, bei ihr. Scherzer. Das schaffe ich nicht zum Argumentieren. Nein, da musst du halt dann wieder mal die Goschen halten, okay, ist in Ordnung. Und also das schon, aber natürlich, wenn ich in dem Moment, also der Schalter für mich, der wirkliche Schalter ist Gesellschaft. Und das ist jetzt zum Beispiel beim heurigen Ding, das ist jetzt nicht auf die Bühne gehen, sofern es eine Bühne gibt, sondern das ist beim Reinkommen. Das ist in dem Moment, wo du reinkommst, wo du halt spielst und die ersten Leute siehst. Die müssen gar keine Ja, und das geht schon. Fans sein Das geht oder was. los bei Nicht. dir. Das Das reicht stimmt. schon, wenn Garderobier oder was. Nicht? Und dann, das ist ein Schalter bei mir. Und natürlich auch privat. Also außer jetzt bei Begräbnissen, da tatsächlich schaffe ich es, dass, naja, oft nicht einmal da gescheit. Nicht? Aber da bin ich zumindest gesellschaftlich etwas äh, äh, kompatibler. Aber ansonsten, in dem Moment, wo ich in eine Gesellschaft reinkomme, schalte um und ich bin auf einem ganz anderen Level. Das ist ja so. Da kann ich aber auch nichts machen. Also kennt ihr vielleicht, aber es gibt Schlimmeres als das, sage ich mal. Deswegen, warum Ja, soll das da was glaube ich ändern? ganz Ja? im Gegenteil gibt es da Schlimmeres. Muss ich ganz, ganz, ganz anders gesehen eigentlich. Ja, das passt schon so. Klaus, das ist alles gut so. Ich glaube auch. Ich kann sagen, Ja. weil eben, wir sind zusammen. Ne? Was wir haben, das haben wir. Gibt es das Wiener Lied. Aber vielleicht Aber blöd, vielleicht blöd sind wir nicht. sind wir nicht. Ja. Ein Gruß an die Herrn Neuser mit dem zu. Ich glaube, es ist ferner, gell? Oder zumindest kenne ich es von den Herrn Sie haben es Neuser. interpretiert und ich kenne es auch Was von inter- einer. ah, okay. Ja, ja. Wie immer sind sie. Das war ein Lied für uns eigentlich schon wieder fast. Wie immer sind zusammen, Sind was wir haben, das haben wir. Aber vielleicht blöd, sind wir nicht. Sind wir nicht. Ja, ja, ja. Ja,
Der Georg Scheiret hat gemeint, das Achtel auf der Bühne ist so ein Gemeinschaftsding. Ja, aber das ist interessant, dass du das so siehst. Gedacht war es so nie, sondern wir nehmen das Achtel auf die Bühne mit, weil jetzt haben wir schon hinter der Bühne ein Achtel in der Hand. Warum soll es dann aus der Hand geben, nur weil ich auf die Bühne gehe? Warum sollst du dann, ja? Ich meine, Das ist wieder authentisch, so wie man sagt. das ist authentisch. Und gut, Ja. jetzt sagen wir, Kokain darf man nicht schnupfen, können wir es nicht leisten und wollen wir Nein. nicht. Daher, nicht, weil eigentlich das wäre jetzt die Argumentation, nicht, da müsste ja einer, der hinten jetzt kokst, das auch auf die Bühne mitnehmen. Nicht? Das ist richtig, aber nachdem wir das nicht machen, es ist im Prinzip das, was hinter der Bühne geschieht, ist im Großen und Ganzen gesellschaftlich durchaus legal und akzeptiert. Und Also vertretbar. saufen. Absolut. Ja. Früher auch rauchen natürlich. Ja, das war, ja. Ja. Solange es kein Doppler ist, Judy, das hätten wir ja machen, aber da geht es rein um die Logistik der Kühlhaltung des Getränks. Ein roter Doppler gegangen, aber das haben wir selten beim Singen, aber und wenn du einen Doppler weiß auf die Bühne mitnimmst, ist die Gefahr, dass er halt zum Kochen anfängt, einfach zu groß. Ja. Schon gegeben. Noch dazu bin ja ich sehr oft dazu angehalten, fast nichts zu trinken, weil ich ja mit dem Automobile nach Hause fahren muss. Nicht? Ja. Ja. Dadurch nehme ich mir trotzdem ein Achtel mit auf die Bühne. Den zuzel ich halt dann. Genau. Ja, macht ja nichts, ne? Ja, das ist, aber das hat, Aber der Doppel das wird's war, machen. das war eben jetzt nur so ein Beispiel, dass oftmals, ja, es war eigentlich ein Beispiel für unsere Authentizität. Für das spricht nicht der Wein, sondern in der jeweiligen Situation. Das ist nicht immer und überall, kommen wir mit einer Achtel auf die Bühne, sondern es ist halt, wie das halt zusammenpasst. Und das ist eben, Das Grill kann man erinnern, Biase. eine Freundin hat gesagt, die hat uns gesehen im Fernsehen ja genau, kann ein Bier genauso sein, wenn es was. In Linz war es am Anfang ein Bier, weil es ja natürlich dort ein Bier eher als Wein gibt und dann sind wir schon auf Wein umgestiegen, auch nicht, aber ist ja wurscht. Jetzt hat letztens eine gesagt, sie hat uns gesehen im Fernsehen, im bayerischen Fernsehen, da bei den Bredlspitzen, und hat gesagt, sie hat sich gedacht, das ist ein Wahnsinn. Die zwei sitzen genauso dort und spielen nicht anders, wie wenn sie da irgendwo beim Heirigen sitzen oder im Wohnzimmer. Das ist einfach, und das ist eigentlich das, was mir taugt. Wir sind authentisch. Zugegeben, bayerischen Fernsehen wollten wir ursprünglich ein Bier mitnehmen, wurde uns untersagt. Wir wurden Ja, sogar von also- der Assistentin gefragt, was wolltest du auf die Bühne mitnehmen zum Trinken? Genau. Ja, nicht? Ja, was, Ja, wurde leider von der Regie sofort untersagt. Ne? nicht von der Regie? Nein, nicht von der Ich Regie. glaube schon von der Patrick. Regie. Du, Ich glaub, die Dings nein, kam von der Regie. Der du Funkspruch, eher nicht glaub Unrecht. ich. Ja, der Funkspruch glaube kam schon. aus der Regie, aber natürlich das Ja, Verbot kam von der Produktion. Natürlich. Naja, ja. Der Regisseur der hat sich gedacht, das ist sicher. Ne? Aber tatsächlich die Produktion, eben was die aus diesen ganzen Gründen, wo es halt da so mitspielt bei sowas, ist ja auch strengstes Alkoholverbot bei den Aufzeichnungen. Ja, noch nie kontrolliert worden, aber ja, wie auch immer. Die Judy sagt, ich habe das wienerische Yin und Yang, im Wienerischen gibt es das auch, aber es kommt noch das Wurst dazu, da steht drauf. Das Wurst, ja, ist Wurst eigentlich, ja, das stimmt. Ich sage immer so wie das passt schon, ne? Das passt schon im Wienerischen, Ja. das passt schon, heißt, das passt eigentlich nicht, aber es ist mir wurscht, darum lassen wir es so. Also eine gewisse Gelassenheit, die gehört schon dazu. Die haben Aber bei- haben wir beide. Gott sei Absolut. Dank. Das ist das Schöne nämlich. Wenn wir entspannt arbeiten und dadurch wirklich authentisch arbeiten können. Ne? Ja. Beides nämlich. Entspannt und authentisch dann dadurch. Ne? Aber bei Diese sehr Gelassenheit, vielen, eine gewisse. ja, bei sehr vielen merke ich diese Gelassenheit so, eigentlich eine Art, wie sagt man dazu? Ebenso wirklich dieses Wurstigkeit, Das ist aber das ist was Dieses anderes als Negative- bei uns. Weil Ja, eben, wurscht ist also uns das- nicht. Im Gegenteil. Es ist naja, auch eine nein, es Entspanntheit. wir sind, ich bin stoisch. Stoisch, bin ich. Und der Patrick noch mehr wie ich. Das ist, wir sind einfach wir sind entspannt. Das ist das beste Begriff, der mir dazu einfällt. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei allen möglichen Dingen, die passiert sind im Zuge einer Veranstaltung, also wo wir nichts davor kennen haben, wo einfach viel nicht hingehauen hat oder sonst was. Ich kann mich nicht ein einziges Mal an eine einzige Situation erinnern, wo wir mehr oder weniger
auszuckt waren deswegen. Nein, ist überhaupt kein Ich kann mich Grund. nichts erinnern, dass das jemals Nein, ich kann mich auch gewesen nicht war. erinnern. Nein, überhaupt nicht. Ja, dann machen wir es halt nochmal, gerade bei Aufzeichnungen, Aufnahmen etc. Ja, da sowieso. Da Weil fällt ich einer nach sag, dem anderen einmal aus. Das ist einfach so. Und dann hat einer aussetzen und dann. Ja, ich meine, ich bin da völlig entspannt, wenn ja, was ist. ein einziges Mal haben wir das gehabt, da sind wir lediglich, wie soll ich sagen, bestimmt gewesen, aber in keinster Weise ausfällig. Das war, da haben wir Mhm. gespielt im Waldviertel irgendwo. Oder Weinviertel, ich weiß nicht mehr, mit den Bluesschrammeln. Und das Wetter, ein Open Air, und es war aber ein Sauwetter, ein Sturm und alles Mögliche. Und beim Hinfahren haben wir schon gedacht, Alter, wo soll man Das da, soll die das Veranstaltung kann ich mir über die nicht Bühne vorstellen. gehen, Ne? da jetzt geht nicht. Und es war dann auch, wie wir hingekommen sind, Sturm, die Feuerwehr hat dann bereits die Bühne gesperrt. Leute waren ohnehin keine da. Und der Veranstalter hat sich herumgeschissen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, esst einmal was. Und ich habe gesagt, zu, das wird heute nichts mehr. Ich will nichts essen. Ich will heimfahren. Es ist eigentlich ein Schatz, Ist warum einmal sagst du das Wirsteln nicht? dabei. Ich mag Ja, jetzt und gar dann nicht, haben wir wieso gedacht, sagt das einfach an und aus, wir fahren heim wieder. Ne? ich meine, es ist ja angesagt schon Das, eigentlich. Nicht? Ich meine, wenn ich die Bühne nicht betreten kann, das sind keine Leute da. Also selbst wenn in 10 Minuten der Wind aufhört, die Feuerwehr sagt, du darfst rauf, gehen wir rauf, aber kein einziger Mensch ist da. Nicht? aber wir waren Aber es niemand mehr hört nicht aufgekommen, auf. weil die Hälfte der Bühne ist davon geflogen schon gewesen. Ja, So gut, ne? abgesehen Also das davon. muss man ja auch sagen. Ne? Ne, das, Aber auf jeden Fall, da war es jetzt so, sind wir auch nicht ausgezuckt. Aber wir haben halt dann gesagt, sehr na, bestimmt, erst, ich will kein Würstel, wir wollen jetzt nicht da sitzen in dem Zelt und darauf so warten, dass wir glücklich ist dann da nicht. heimfahren. Ja, Wir fahren jetzt dann genau. heim und wir kommen euch entgegen und verlangen nur die halbe Gage. So. Mhm. Jetzt muss man dazu wissen, es ist in der Regel, ist es so, das ist mehr oder weniger ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du Verträge machst, steht das meistens genau drinnen, aber es ist eigentlich so, wenn der Veranstalter ansagt, ich glaube innerhalb von 3 Tagen oder was kriegst du die halbe Gage. Ja, das ist so üblich, wenn er am Vortag ansagt oder sonst was. Das tragt der Veranstalter, liegt darin begründet, dass ja du als Musiker diesen Termin freigehalten hast und natürlich woanders Mhm. hättest spielen können. Hast nicht, Mhm. jetzt hast du es auch verloren, also kriegst du die halbe Gage. Wenn das Ja, Ganze am Tag selbst stattfindet, oder ich glaube sogar üblich ist es die 3 Tage vorher, ist es die volle ist Gage die, und 2 Wochen oder eine so Woche ist vorher es, ist so die ist so es, ja. irgendwie. Ja. Ja. Ich Wir haben weiß das auch nie nicht so ganz streng genau, gemacht. wann. Ja. Wir haben es Mhm. wirklich nie streng gemacht. Man redet sich zusammen, Veranstalter, wir können reden. So, her, oh Scheiße, nicht, du hast ja Mörderverlust oder sonst was. Mhm. Und wir haben oft gesagt, du, wir hätten nicht gespielt, wir haben nichts anderes reingekriegt, lass es gut sein. Ja. Und die Ja, Leute es waren war immer keine dankbar. Anfrage, es war für Ja, den Tag keine Anfrage. Und da sind wir dann auch selber so ehrlich und sagen, du geht ja. nicht. Wenn der Und Veranstalter leibend ist und klasse ist und machen so kennen ist wir ja es. seit Jahren und Jahrzehnten, dann ist das überhaupt kein Thema für uns. Ne? Ja. Und die Bluesschrammeln, inklusive Uli Bär, der jetzt wirklich ein Vollprof ist, seit vielen, vielen Jahrzehnten in dem Musikbereich. Mhm. Selbst die hätten damit überhaupt kein Problem gehabt. Aber wenn der Veranstalter ein bisschen ein Gespür gehabt hätte, hätte er uns angerufen und gesagt, ihr braucht gar nicht kommen. Ihr braucht gar nicht Mhm. kommen und gesagt, passt, wenn wir nicht kommen und nicht spielen, brauchst du uns auch nichts zahlen. Wenn ich natürlich hinfahre und dort, also jetzt fährst du schon mal eine Stunde hin oder eine Dreiviertelstunde, dann bist du dort auch noch mal eine Stunde, weil wir herumwarten, weil die Veranstalter mit herumrennen mit Walkie-Talkie und Krisensitzungen haben, was ich verstehe, alles in Ordnung. Und Mhm. dann geht es einmal was essen. Sag ich, nein, Alter, gib eine Entscheidung aus. Was willst? Lass uns gehen oder Es nicht, aber wird wie auch heute immer. nichts, das wissen wir. Die Wetterlage ist so, die Bühne ist Ja, zerstört eigentlich gewesen durch den Sturm schon. Und wo sollen wir jetzt dann noch wo spielen? Ne? Es wird auch nicht besser. Also die klar. Wetterlage war ja so, das hat ja bis in der Früh gedauert, dieser Sturm dann. Ne? Das Ja. war ja so auch Also das war vorausgesagt. klar. Ne? Genau, es war Das war vorhersehbar. Alles. wirklich definitiv. Es war nicht so waglerte Geschichte, sondern es Ja, war hundertprozentig, war das so gesagt. Ja, ja. ja. Und da hätte er uns eigentlich nicht ausfahren lassen müssen. Dann Ja, hätte aber da er auch ist nichts wirklich zahlt. eine Und Front, so, eine Wand gekommen da, ja, die da über Österreich gezogen ist, da im Norden. Das wusste man Stunden vorher schon. Also nach ja. dem Vormittag haben sie schon gesagt, nein, da kommt was. Und das Und, sieht man. Ne? aber der Punkt ist eben der, da haben wir dann gesagt, du, also weißt du, mit uns kannst du alles reden, kannst du alles tun, aber nur was wiegt das hat. Da habe ich gesagt, ja, äh, Mhm. jetzt kostet es einfach die halbe Gage. Nicht die volle, weil wir sind ja schon da. Wir sind ja da, wir sind spielbereit.
Also noch an jeden Vertrag in dieser Branche, nach jeder hätten wir die volle Gage bekommen müssen. Wir haben gesagt, machen wir es entspannt, aber die halbe, die musst du jetzt zahlen, weil wir sind ja rausgefahren, wir haben jetzt alle einen Aufwand gehabt, wir haben alle, weiß ich nicht, wie auch immer, ja. Es ist einfach, wir sind dem nachgekommen und es hätte nicht sein müssen. Alles zahlst, ne? Haben sie auch gemacht, aber natürlich ist auch nie wieder was gekommen von denen, auch klar. Nicht? Also sie waren dann irgendwie angefressen, wo ich mir denke, okay, dann nicht. Also, aber selbst in dieser Situation, das war eigentlich möchte ich sagen, die strengste Situation. Und selbst da waren wir ganz entspannt alle und haben halt das besprochen. Musst du auch hin, Patrick? Musst du auch hin? Ja, da muss ich auch hin. Tut mir Ja, leid, dann jetzt kurz. Heb an, Meister, heb an. So. Also wie gesagt, das war, fällt mir jetzt ein als die schärfste Situation rund um eine Veranstaltung, wo wir bestimmt waren, aber in keinster Weise wie sagt man, unentspannt. Ja. Snoop Dogg Doggy Style bringt den Begriff Coolness ins Spiel. Ja, cool, wir sind cool. Ja, also in dieser Begriffsbestimmung wird das so stimmen. Ja, wir sind da cool, gelassen, cool. Also wir sind nicht cool im Sinne von, wir schauen cool aus. Das nicht, aber cool, entspannt, ja, definitiv. Und dann hat es schon Situationen gegeben, wo ich ganz und gar nicht lustig bin und auch der Patrick, zumindest für einen Bruchteil einer Zeitspanne, das ist eine Aussage, ja? Bruchteil einer Zeitspanne, das kann viel sein. Das kann Jahre sein, das kann Sekunden sein, das kann Millimeter sein. Nicht egal, aber das meine ich nicht damit. Es gab die Situationen, die sowohl der Patrick als ich auch durchgemacht haben und erlebt haben und das war zum Beispiel, wenn ein einzelner Mensch oder vielleicht eine ganz kleine Gruppe, ein Tisch, richtig gestört hat bei einem Konzert, richtig gestört, richtig ungut war. Also wo du nichts machen konntest, wo du einfach gemerkt hast, das sind Arschlöcher. Ja, so ausgesprochen. Und wenn du gemerkt hast, dass das richtig gehend an die Substanz des restlichen Publikums gegangen ist, diese Störenfriede, diese Cretins, dann konnte es schon passieren, dass sowohl Patrick als auch ich meistens, also eigentlich nie gemeinsam, sondern entweder oder, wer halt zuerst das Ventil öffnet, dann schon, also auch von der Bühne recht harsch in diese Gruppierung hineinmahnt, dass die Goschen halten sollen. Das kann schon passieren. Aber auch äußerst selten, muss man ehrlich sagen. Selten, aber doch. Also das sind halt so Situationen, die mir noch einfallen. Aber das ist halt... Da bin ich dann schon bestimmt, oft sehr bestimmt. Ja, da sind wir dann schon auch richtig... Da ist schon mehr als bestimmt. Also bestimmt waren wir bei dieser Geschichte mit den Bluesschrammeln. Da waren wir freundlich, höflich, alles, aber bestimmt. Da sind wir weder freundlich noch höflich. Sondern da fahre ich denen wirklich mit dem Arsch ins Gesicht. Das ist sehr selten. Ist mir auch immer wieder unangenehm, gebe ich zu, aber auch das ist einfach die Realität. Wenn du so Störende hast, wenn dann natürlich der Alkohol schon mitgespielt hat auch noch, und sie werden noch deppert. Und die Leute aus dem Publikum, das war immer die gleiche Geschichte, haben die schon darauf hingewiesen, bitte seid ruhig, wir wollen zuhören, wir sind wegen der Musik da. Und die stören und stören und stören. Richtig laut, richtige Kretäus. Und da kann es schon sein, dass man dann... Einmal der Patrick glaubt, ich fragte mich jetzt eine. Der Patrick echt glaubt, er muss mich zurückhalten. Ich habe mir gedacht, ich muss dich zurückhalten. Das nicht. Ja. Das war natürlich nicht der Fall. Ich habe gemerkt, das ist nicht so, ja. Der Klaus ist mir wirklich voller Energie und Schwung, Gitarrzeiten gerissen so und stürmt quasi Richtung Publikum hinein, will so stürmen. Und man dachte, das muss ich am halten, mein Ramleiberl, glaube ich. Nein, war dann eh nicht notwendig, aber das ist mir wirklich so vorgekommen damals in dieser Situation. Ja, das war so dieser Klassiker, dass sie einfach das so aufstaut und dann irgendwann jetzt reicht's. Das ist zu viel und du stehst auf. Und Patrick kann das auch ganz gut mitunter. Aber also das sind die einzigen nicht humorvollen Sachen. Aber das kommt wirklich selten vor. Meistens davor geht es ja auch in sehr humorvollen Rahmen. Weil dann sage ich halt, Freunde, seid lieb, seid ruhig. Ja? Wenn ihr zum Unterhalten da seid, ist das der falsche Moment, dann geht's oder wie auch immer. Also man kann mit den Leuten reden, das ist überhaupt kein Thema und in 99% der Fälle funktioniert das, aber manchmal hast du aber welche dabei,
Und dann kann ich mir auch denken, na gut, mir persönlich kann es wurscht sein, aber dem Publikum nicht. Und am Schluss bleibt es ja an dir hängen, diese ganze Genau. Geschichte. Und also nicht selten haben wir aufgrund so eines kurzen Wutausbruchs oder Zornesausbruchs Ja, ich sag das. tosenden Applaus geerntet, muss man auch sagen. Vom Rest nämlich, ja. So ist Ja, es. von denen nicht, die wir gemeint haben. Aber. So, ein kurzer Blick in den Chat, Patrick. Jawohl. Jawohl. Was sagt der Ernesto Ananenz, der ist da? Kabarett hat vorgefertigte Pointen. Das schmäßt für mich aus der Situation und aus einer Gruppe heraus so lange lustige Meldung. Ja, spontane lustige Meldung. So ist es. Das ist eine gute Definition, ja, genau so ist es. Aber es ist halt wirklich so, dass auch diese spontanen Meldungen aus einem Repertoire kommen. Es ist nicht so, dass da immer alles einfällt. Ich kann mich erinnern an ein Interview vor Jahrzehnten von Thomas Gottschalk, der einfach, der das so gesagt hat, schau, Schlagfertigkeit kommt daher, ich habe eine Situation, es stolpert jemand über ein Kamerakabel und das kriege ich mit und denke mir, da hätte ich jetzt was sagen können. Und dann überlegt er sich, was hätte ich denn sagen können? Und dann irgendwann fallen ihm ein paar Sachen ein, die er sagen hätte können. Und das nächste Mal, wenn einer über so ein Kamerakabel stolpert, hat er gesagt, habe ich was parat. Also das ist schon so, dass auch oft das irgendwo, zumindest aus einem Pouvoir kommt, was man einfach hat. So wirklich spontan, ganz spontane Schmähs sind die Minderheit, aber das kommen vor. Natürlich also auch bei mir. Und eben daraus haben sich dann oft diese Geschichten entwickelt. Ne? Das ist eine spontane Reaktion, ein spontaner Schmäh. Und beim nächsten Mal wird das ausbaut nochmal. Nicht? Und Da arbeitet man dann weiter und da entwickelt sich dann was Genau. draus. Ja. Was sich dann Absolut. festigt und was immer wieder wiederholt wird. Ja. so ist es. Der Raffi ist da, also Raffi ist da, so, da weiß ich eh. Ich meine, die Geschichten, die kennt man oft schon. Mir gefällt's, die gehören dazu. Also die man kennt, ja genau. Thomas Mayer ist da, aus Kaiser mit hängender Zunge, Jesus, nein. Servus. Der Einzige, der einen Waldlauf in Kaisermühlen macht. Snoop Dogg ist, es gibt Trinksackerl mit Schlauch, so wie bei den Motorradfahrern. Das hängt dir wie einen Rucksack nimmst halt Wein statt Wasser. Ja, aber das ist ja nicht stilvoll. Die Idee gefällt mir natürlich, aber ist nicht stilvoll. Und den Stil wollen wir schon halten. Meiner Meinung nach, sagt der Sprachpolizei, ist der Wiener Schmäh eine Gewürzmischung aus Wortspiel, Anarchie, einem Schuss Boshaftigkeit und überraschenden Pointen. Ja, das ist ein schön definiert, ja. Es ist schon, ich habe immer so gesagt, der Wiener Schmäh sehr zynisch, aber nicht boshaft. Im Unterschied zum grundlegenden Zynismus. Ja. Ja. Er ist zynisch, aber eigentlich eher lieb. Ja, das ist ja so. Der Durch die sticht halt so richtig ins Herz, was? Das ist so bösartig. Ja. Ja, das genau. Also wenn er gut ist. Die Judy Austria sagt, ich denke, durch die Kombi Witz, Musik und Menschlichkeit habt ihr ein Brand geschaffen, wo ihr wirklich einzigartig seid. In allen Bereichen wird es professionellere Leute geben, aber nicht in der Kombi. Ja, das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, das, was wir oft hören. Und das wird dann schon, weil es du jetzt auch sagst, als Kennerin ja der Szene, der Branche, so, das ist es, diese Kombi. Weil wie du richtig sagst, das ist in allen Bereichen, also in jedem Bereich gibt es bessere, ja, oder professionellere. Aber in dieser Kombi, das ist wirklich einzigartig scheinbar. Ja. Das ist einzigartig. Ja. Schau, Ingrid Fleischhacker aus Leopold, grüß dich Gott. Ja. Servus, mit Michael Fleischer habe ich gerade telefoniert, nämlich. Jawohl. Ah ja, na schau. Ich muss kurz sein, ich bin nämlich noch online. Ich verstehe. Und schon einer geschaut. Das gefällt mir. Ja, wie gesagt, also dieses Thema Humor, es wird bei uns immer, so wie es ausschaut, zumindest solange es halt so ist, wird es eine wesentliche Rolle spielen. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ganz kommt essentiell bei uns eigentlich, muss man fast sagen. Es ist wirklich so, ja, ohne dem sind wir es nicht. Geht nicht, geht gar nicht. ein wesentlicher Bestandteil des Rezepts. Der 16er Punkt. Was ich aber schon beobachtet habe, und das ist mir wichtig, es kommt kein Mensch zu uns, meines Wissens, zumindest habe ich es noch nie so erfahren, es kommt niemand zu uns wegen der Pointen, der Geschichten, des Witzes. Die Leute kommen zu uns wegen einem Wienerlied und sind höchst erfreut, dass es nicht halt nur ein Lied nach dem anderen gibt.
Und viele kommen halt deswegen auch, weil sie sich angesprochen fühlen, weil wir echt sind. Weil wir einfach echt sind, authentisch. Das ist der Hauptpunkt, die Authentizität bei uns. Ja. Ja, und das wird sich nicht ändern. Aber diese Echtheit steht eigentlich drüber. Das heißt, wir werden Zeiten haben, wo wir ein bisschen lustiger sind. Es wird Zeiten geben, wo wir weniger Schmäh führen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da nicht so ein Problem haben werden, weil eben die Leute nicht kommen wegen einem Witz. Glaube ich. Ja. Schaut aber, es auch der erfolgreiche Musiker. Emi ist da. Ha, Alter, die Emi 16er Buben Servus. drücken online ab. Ob Abend oder morgen. Bam. Gut so. Bravo, Ja, Emi. das glaube ich auch. Du weißt, wir sind Viecher, weißt du, Musiker, die sonst nicht spielen können, nicht, müssen zumindest online was machen. Nein. Also, Nein, das nein. war jetzt ein Schäkelklopfer. Weißt Der du? Schäkelklopfer. Leider Die- nicht gut, aber nicht gut. Ja, ich hab's lustig gefunden. Schau, ich bin in einem Alter, wo ich sage, ein Schmäh muss mir gefallen, nicht euch. Das ist ja, also ich habe mich schon mit dem Böse, Thema Humor, böse. ja, ich habe mich schon mit dem Humor, mit dem Thema massiv beschäftigt, weil es mir wirklich einfach, Ja. weil es ja auch mein Innerstes bewegt. Ja? Und wie gesagt, ich bin durchaus auch im Unterschied zu sehr vielen Kabarettisten auch privat ein sehr humorvoller Mensch. Nicht jetzt auf die Art, auf diese extrovertierte Art wie auf der Bühne, logischerweise. Aber massiv lustiger. Der Raffi fragt was Interessantes. Absolut. Habt ihr schon mal ein Schülerkonzert gespielt? Ja, schon ein paar Mal, ja. Das ist halt, es ist per Im se, Zuge sondern, von Projekten vor Jahren, das ja, ist schon letztes ja. schon wirklich Jahre her. Und zwar waren das oft oder meist Matura-Klassen, nämlich, die als Projekte die irgendwas sich mit Wiener Musik beschäftigt haben. Und bei denen haben wir dann ein Konzert gespielt und ein bisschen was erzählt über die Instrumente oder über die Musik, die Wiener Musik generell und so weiter. War interessante Geschichten waren das, ja, ja. Aber es ist Aber wirklich ich schon einige höre, Jahre ich jetzt suche her in der Zwischenzeit. Bitte, was ist? Red Ich höre weiter, ich dich suche reden, was. aber ich Red weiter, verstehe ich aber suche was, nichts. habe ich gesagt. Okay, passt. Ja, ich höre da ein Nuscheln im Hintergrund. Nein, das war wirklich eine tolle Geschichte, eine tolle Erlebnisse gehabt dabei. Und gerade weil es wirklich schon fast erwachsene Leute waren. Ein einziges Mal haben wir gespielt, nämlich ich glaube, das war nur eine Volksschule auch. Das war über das Wiener Volksliedwerk. Da haben wir einmal ein Projekt gemacht. Da haben wir auch was gespielt. Ein paar Mal haben wir sowas gemacht, ja. Mhm. So, was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Schau. Was Was hast du denn sagst du? gesucht? Ich hab gesucht, ich habe da irgendwo eine Farbkopie vom Wappen vom Fuchs Clemens, weil der Sprachpolizei ein ganz anderes Thema erwähnt hat. Welches Motiv habe ich am Unterarmbeckerl? Und das haben wir doch, ich meine, das ist ein Unterarmbeckerl, aber kann ich nicht so jetzt sagen, oh, warte, ich hole Das das ist ein bisschen, Original. das ist ein bisschen schwierig. Hol das Original her, es ist ja nicht weit, glaube ich, das Original. Hoffe ich zumindest. Oder muss ich einen anderen Stock gehen? Weiß ich auch nicht, ja. Was schreibt die Sprachpolizei? Nur zu den völlig anderen. Was ist jetzt im Chat? Da, so, da. Sehe ich da was? Jawohl, ich sehe schon wieder was. Jawohl. Der Snoop Dogg Tagesel entschuldigt sich quasi, das war natürlich nicht ernst gemeint mit dem Drink, gesagt, ja, alles klar, das haben wir eh so verstanden Naja, natürlich. im Hinterkopf Gehört habe ich schon natürlich nicht auf die nachgedacht. Bühne. Gehört da, ich habe über das nicht nachgedacht, ne? Das ist ja, nein, es ist Aber es ist wirklich ja da, stillos die eigentlich. Stilos und das wird halt auch gleich warm, nicht? Wenn sie einen Sinn haben soll, nicht? Brauchst du ja mehr Jetzt ein bei dir. Trinkrucksack gibt es aber isoliert und so mit Kühlpacks außen auch vielleicht oder so. Ich glaube nicht, das ist nicht wirklich der Sinn der Sache. Gell? Das soll ja nicht kalt sein vom Sport, nicht eigentlich. Ein Gig in einer gehörlosen Schule, der Übersetzer tut mir jetzt schon leid. Ja, das stimmt. Wobei, wir werden das Ja, schon kennen. das. Ja. Okay. Mhm. Ja. Aber so ein Schülerkonzert ist natürlich so eine Sache. Wobei das Hauptproblem jetzt dann wirklich besteht, Wienerlied ist so eine fremde Musik für die, also für alle, ob das jetzt Wiener sind oder nicht Wiener. Ja. Also war immer eine recht alleimende Geschichte, aber du spürst wirklich, ich muss das wirklich fast so sagen, du spürst eigentlich vor Fremdsprachigen. Das ist, und du sollst denen irgendeinen Schmäh erklären und die verstehen es. Also es ist einfach junge Menschen, also vor allem in der Gruppe, es gibt sehr viele junge Leute, wirklich auch Schüler, die zum Beispiel mitkommen mit den Eltern zum Heirigen, das taugt ihnen. Und die kennen das, die wissen das. Die sind halt dann auch, aber die sind fast schon Freaks irgendwie, nicht? In ihrer Das, ja. Platten.
weil die halt dann auch zum Beispiel sagen, eins muss auch cool oder sowas. Nicht? Aber in der Gruppe Schüler, da sitzt da fremde Leute, also jetzt fremd im Sinne vom Kulturellen. Die haben, Vom Kulturellen, von der Sprache her ja, eigentlich. oh, Ja. Das ist so die verstehen nicht, wenn ich ja. was sage. Es ist teilweise wirklich, wenn man doch erschreckend, aber doch, diejenigen, die am besten was verstanden haben, waren eigentlich die Ausländer, Ja, die jetzt nicht in Wien oder in Österreich schon auf die Welt gekommen sind, weil die haben sich das angeeignet, glaube ich, ist meine Theorie, die haben sich das angeeignet, dass sie sehr viel über Assoziationen sich erschließen. Nicht? Also die hören Sätze, da verstehen sie ein bisschen was oder mehr oder weniger und den Rest kombinieren sie. Ja, und sagen sie, dann wird das und das wird das heißen oder das wird so gemeint sein. Und die haben diese Übung darin. Und wenn sie jetzt ein Wienerlied spielst, sagen sie, warte mal, ein paar Worte habe ich verstanden, naja, da wird es um das und das gehen. wie zum, Oder dieser Begriff wird genau. wahrscheinlich irgendwas in die Richtung heißen. Also die haben uns besser Die verstanden wie die Wiener oft. Kombinationsgabe, Ja. die richtige noch. Ja. Ja, das muss man sagen. Ja. So, Das ist Sprachpolizei, weit es gibt ausgeprägter sozusagen. Ja. absolut. Es gibt einen kurzen Einwand, jetzt auch wieder für die Podcast-Zuhörer natürlich ein Problem, weil jetzt das in die Kamera hält. Der Clemens Fuchs, ein lieber Freund von uns und Enkel vom berühmten Ernst Fuchs, ist selbst auch Maler und zwar richtiger Kunstmaler. Richtiger, meine ich damit im Stile der alten Meister. Oder ist ja wurscht, über das will ich jetzt gar nicht reden, aber ganz großer Erfolg. Ich habe zuletzt jetzt ich glaube, es müsste jetzt schon fertig sein, den einen Seitenaltar vom Stift Heiligenkreuz hat er jetzt neu gestaltet. Und das schaut aber auch nicht aus, neu gestaltet, sondern das schaut aus, wie wenn das ein Da Vinci gemalt hätte. Also jetzt nicht vom Pinselstrich und so, sondern einfach vom Stil her. Das ist Gott sei Dank einer, der einfach die altmeisterliche Technik beherrscht und das auch gut macht und auch in diesem Stil arbeitet und nicht irgendwas Modernes über hinklatscht. Nichts gegen die moderne Kunst, ganz im Gegenteil, ich schätze das sehr mitunter auch, aber nicht im Rahmen von so alten Geschichten. Also ich bin einer derjenigen, der sagt, das Haashaus hätte kein vernünftiges Volk, hätte ein Haashaus genau gegenüber vom Stephansdom hinbaut. Haashaus hin oder her, ob es gut gelungen ist oder nicht, nehmen wir Stephansdom. Ich gehöre zu der Fraktion, nein, gehört es nicht hin. Stellt es woanders hin, wo was Neues steht. Dort sollte man die Optik erhalten. Dazu gehöre ich. Das ist eine Diskussionsfrage, Ja, wo genau. keiner recht hat. Das ist eine Geschmackssache. So geht es nochmal. Ja. Da gibt es ja gar richtig falsch. Aber ich oute mich dahingehend und der Clemens ist eben genauso einer, der das beherrscht, der das kann und Dinge schaffen kann, die eben auch so ausschauen, zeitlos sind, die auch so ausschauen, wie wenn Zeitlos, es ja. immer schon auf der Welt gewesen wäre und nicht irgendwas Modernes. Und der hat damals ein von mir festgehaltenes Familienwappen umgesetzt. Also ich habe gesagt, du, ich bin ja kein Aderleger, nicht, aber ich habe sozusagen eine Art Familienwappen geschaffen. Blöd, weil ich keine Kinder habe, nicht, aber ist ja wurscht, dann geht es halt mit mir ein, nicht, ist ja egal. Aber und das hat die Attribute vereint, was halt mich betrifft und das haben wir dann in heraldisch korrekte Regeln gesetzt. Also ein Bürgerwappen ist das ist eben kein adeligen Wappen, sondern ein Bürgerwappen, also das darf sein. Und er hat das dann künstlerisch umgesetzt und das habe ich dann als Bäckerl von einem Meister der Tattoo-Nadel habe ich das dann bekommen. Und das Original, das hängt da nämlich an der Wand, das Original ist dieses hier. So, sieht man das ja, gell? Ja, sieht man wunderbar. Jawohl. Der wunderbar muss man sagen. Ja, scharf Ja. ist auch. Ja, sieht Ja, man. du vielleicht. Ja. Jawohl, Also ja. das ist Original und das ist jetzt da, Ja. sieht man jetzt da auf dem Tut dann nicht weh, Unterarm. bitte, ja. Ja. Um Himmels Willen. So. Das war dieser kurze Einwurf. Ja. Der Dialekt stirbt aus, ja. Sogar ein Weifel, sagt die Judy Austria, absolut, das stimmt natürlich. Ja, Ja. Und ja, es ist ja so. Also das will ich gar nicht negativ irgendwie sagen. Ich finde es negativ, aber das ist halt mein persönliches Empfinden. Dem Rest der Menschheit wird es Empfinden scheißegal von uns sein. zwar, nicht? Oder von einigen mehreren, aber Ja. es wird, glaube ich, der Großteil der Menschheit wird wurscht sein. Ja. Um Aber es es ist grob zu also, sagen. ich meine unsere Auftritte vor Schülern waren trotzdem irgendwie relativ erfolgreich, weil wir natürlich echt authentisch sind. Also das merken Kinder schon stark und schnell. Und
da war's halt schon so, dass ich ihnen halt dann die Geschichte erzählt habe. Die Geschichte vom Wienerlied, von diesen Liedern und so. Und eine Geschichte mögen sie natürlich auch. Ne? Ja. Das Snoop Dogg Doggy Style. Nein, das habe nicht ich gezeichnet, das ist eben vom Fuchs, von Clemens Fuchs. Ja. Aber ich habe es ihm quasi vorgegeben. Also ich habe ihm das, ja, der Clemens Fuchs. So das. Der Sohn von Michael Fuchs, und das ist, glaube ich, der zweite oder drittälteste Sohn von Ernst Fuchs. Klosterneuburger. Aber Ernst Fuchs war in Otterkring geboren. Ja, der ist mit meinem Großonkel, mein Onkel Wickerl, in die Volksschule gegangen. Ja. Der Da Ernst. habe ich mir gesagt, Ja. die 16er Buben, die 16er sind meine Die Buben, weil die sind Otterkring. Otterkring, ja. Ja, weil der Raffi auch sagt, mir fällt es auf, dass viele Menschen das Wiener Lied oder sowas gar nicht kennen. Und das stimmt natürlich. Das ist ein bisschen so unsere Mission. Nicht? Und das ist ja eben, da sitzt man oft zusammen oder steht beieinander bei so einem Konzert mit Zuhörern und die das halt dann beklagen. Nicht? Und sage ich, ja, ist beklagenswert, aber andererseits, wir spielen ja da. Wir sind ja da, wir machen so was Schönes draus. Und wenn ich natürlich jetzt da habe, die Situation, jetzt habe ich so einen jungen Menschen, der da dazukommt, dazu stößt zu so einer Veranstaltung und man kommt ein bisschen ins Plaudern und der hört nur Ranzerei. Die einen reden sowieso nur von Krankheiten, inklusive der 16er Buben, weil mir auch schon in das Alter kommen. Punkt 2, er hört nur, wie Arsch es ist und dass die Jugend steppert ist dafür. Naja, so wie es natürlich kann finden. Man muss so eine Veranstaltung haben, wo man zusammenkommt und spielt und singt und lacht und eine Gaudi hat. Und mehr brauchst du nicht. Du brauchst den Jungen gar nichts erklären dazu. Die sehen einfach, dass man eine Hetz haben kann. Die sehen einfach, dass das eine Echtheit hat, dass das ein Original ist, dass das rauskommt aus jemandem, dass das etwas sein kann, das Gemeinschaft schafft. Nämlich eine Gemeinschaft im engeren Sinne, nämlich wir Wiener. Ja, das ist nicht so best, dass man sich ein bisschen reduziert auf eine Gemeinschaft. Das ist gar nicht. Ja? Und gerade der Wiener kann dann sagen, super, weil dann habe ich endlich einmal auch meine Wurzeln, die ich präsentieren kann, gegenüber meinen Freunden aus Mazedonien, aus der Türkei, aus Syrien, keine Ahnung, wo die alle jetzt herkommen. Weil die haben natürlich alle einen kulturellen Background. Die Ausländer haben natürlich einen kulturellen Background, den sie auch pflegen, weil es natürlich in der fremden Kultur viel Erdung gibt und Verbundenheit gibt, wenn du deine eigene Kultur ein bisschen pflegst, damit du nicht ganz so in die Fremde kommst. Das ist ein verständlicher soziologischer und psychologischer Effekt. Und nur die Wiener sitzen da und sagen, ich habe gar nichts. Vor 20 Jahren hätten sie noch sagen können, wenigstens einen Armbrust oder was, ne? Aber nicht einmal das. Das ist erschütternd, ja, genau. Die Auslandswiener oder die vor 2 Generationen, 3 Generationen irgendwo hingezogen sind, was bei meiner Familie viel der Fall war, auf der ganzen Welt verstrahlt, die sind bis heute in kulturellen Vereinigungen, was weiß ich, was die alles machen, die halten die Kultur, die Wiener Kultur und die österreichische Kultur und die alpenländische Kultur weitaus höher als mir selber. Das ist unglaublich. Ja. Also wurscht, ob das Australien ist, ob das USA ist, ob das Südamerika ist, ob das Südafrika ist und so weiter, wo meine Leute sind überall. Ja, interessant. Mehr Kulturbewusstsein der alten Heimat als quasi wir haben. Das ist ganz interessant. Und das ist, das hast du aber eigentlich nur in sogenannten westlichen Ländern und eigentlich fast nur im deutschsprachigen Raum. Also ein Franzose fordert das nicht ein. Franzose. Der hält das hoch. Gutes Beispiel. Das ist wurscht, ja. Aber egal, ich will auf das gar nicht so eintauchen, aber es bietet jetzt Wiener Jungen einen Anknüpfungspunkt. Und jetzt waren aber gleichzeitig, wenn die ganze Zeit nur hören, wie arsch die Wiener Jugend ist, naja, dann damals ja nicht wirklich da fördern, nicht? Sondern dann vergraulen eigentlich. Und du brauchst ja gar nichts erzählen, nichts beibringen, nichts. Du musst nur sein. Du musst nur lustig sein, leibend sein, glücklich sein in dieser Situation. Und wenn einmal Junge oder Jüngere mit ihren Eltern, Großeltern zu so einem Heirigen gehen und sehen, wie die Alten aufleben, oder sehen, wie da ein paar Alte, so wie bei uns, nicht der Nowotny, nicht? Über 80. Zum Beispiel. Nicht? Ja. Wenn er dort sitzt, der kriegt immer einen Szenenapplaus, weil da der Murzer Gaude, der gefreut sich mit seinen 3 Achteln, was er da trinkt, beim Taschler ist das oft, nicht? Und dann hat eine Murzer Gaude, singt mit unter mir, der Retting dann
einen kurzen Schmäh rein und die Leute freuen sich voll, die Jungen, die freuen sich, weil schau, da sitzt der Alter, der einfach ein Hetz hat, der einfach das genießt und da lacht er und da singt er mit und tut wandern. Also der hat diese ganze emotionale Palette und dann sagen die Jungen, das will ich auch. Und da brauchst du ihnen das gar nicht erklären. Sondern das ist eigentlich... Das ist erkennbar, das spürt man dann, das spüren sie, das ist ganz klar. Ja, ja. Die Judy sagt, das ist eine Form von Identitätsverlust, definitiv. Ja. Sprachpolizei weist wie stets korrekterweise darauf hin, dass der Wiener Dialekt eine Hochdeutsch ist, aber eben Hochsprache wäre das, was bei uns immer fälschlicherweise als Hochdeutsch erwähnt wird, ja. Definitiv. Ja. Snoop Dogg ist halt. Nein, ich habe mir eine Skizze vorgelegt. Ich habe das schon skizziert, so ungefähr. Also das Wappen selber, nicht das Drumherum, sondern wirklich nur das Wappenblatt, um das geht es ja dabei. Der Rest ist ja Ausschmückung. Und da wiederholen sie die Attribute. Ist ja auch ganz interessant, so Heraldik, nicht? Wenn man sich diese Regeln und das alles ausschaut, wie das funktioniert. Und das ist auch eine spannende Geschichte. Ich habe halt kurz damit beschäftigt, war gar nicht so ein Ding und da ist mir das halt eingefallen. Und ich habe gesagt, ich mache ein Bürgerwappen. Das ist ein Hitz. Ich finde es ja wirklich lustig. Ich finde es großartig eigentlich. Ich finde lustig und großartig. Ja, das ist ja was, da Bier muss erfreut gehabt. Ne? Und vor allem natürlich, dass ich einen tollen Künstler so einen wunderbaren Künstler im Freundeskreis haben. Das ist wirklich was ganz Schönes, ja. Noch dazu der Bezug, dass der Großvater und mein Großonkel in die Volksschule gegangen sind. Ja. Das ist ja noch dazu, so klar ist die Welt dann oft. Ne? Das ist ja, weil Otterkring ist halt das Zentrum der Welt. Man kann sagen, was man kann es dran nicht mehr will. Ja, also das Thema Humor hätte man eigentlich, also wir wollen festhalten, ja, das ist bei uns so, wir sind keine Kabarettgruppe, also man sollte auch nicht zu uns kommen, weil es bei uns so lustig ist. Man sollte auch zu uns kommen, weil man Wienerlieder mag und weil man uns mag und sich darauf einlassen, wie halt der Tag ist, wie die Gesellschaft ist, wie der Abend sich gestaltet, wie einfach alles ist, weil genau so werden wir an diesem Abend sein. Das ist eigentlich das, was sich durchzieht. Das ist es, ja. Und so sind wir und so bleiben wir. Das ist eigentlich, ja, Schlusswort meinerseits. So sind wir, genau so sind wir. Und was sind wir nämlich? Haben wir auch drauf gekommen, wie wir in der Klausur waren? Wir sind echt. Ja. Einfach mit einem Wort. Das ist einfach echt, was wir machen. Und das macht es, glaube ich, aus. Und das ist das Schöne. Und das Echtsein ist nicht gespielt. Das Echtsein ist nicht gespielt. Wir sind wirklich so, weil wir völlig Hund sind in Wahrheit, weil wir uns keine Rollen erschaffen wollen und diese einhalten wollen und uns dementsprechend, da müssen wir uns immer, oder Bühnengewandel, müssen wir uns immer was anderes anziehen und immer was speziell was mitnehmen, weil wir was spielen, weil wir wo auftreten. Das ist zu mühsam. Wir sind einfach faule Hund. Das ist die Realität. Und darum haben wir gesagt, pass auf, wir machen das so, wie wir sind. Und das schönste Kompliment war eben da von dieser Bekannten, die gesagt hat, ich sehe euch im bayerischen Fernsehen und ihr sitzt dort genauso, wie es bei mir im Wohnzimmer sitzt oder beim Heirigen oder in Litschau auf der Festivalbühne oder beim Tschauner vor 400 Leuten. Es ist genau die gleiche Geschichte. Ihr sitzt dort und macht das, was macht. Das ist für mich das schönste so Kompliment. Das ist traumhaft, wenn du so ein Kompliment bekommst. Ja, definitiv. Die Judy sagt, der Bäckerl geht nur bei 3 Jahren Star. Nicht, das schaffst du, Judy. Nein, sitzen in Star eigentlich Frauen auch? Nein, gell? Gar nicht. Da bei mir in der Schwarzau. Aber ich glaube nicht. Ja. So sind wir in der nächsten Pavlatschen spielen. Das geht sich nicht aus. Die Pavlatschen ist am Montag, das kriegen wir nicht hin. Aber wir werden schauen, ob wir die Noten auftreiben können. Das ist immer der erste Schritt. Und dann ja, genau. Das ist, wenn wir Patrick außersuchen. Wenn du am Montag bei mir bist, mache ich sofort eine Kopie. Weil die Nummer ist nicht schwer, die haben wir schnell drauf. Ziemlich sicher. Ja. Zumindest ein Refrain auf jeden Fall. Also das, auf jeden Fall. Ist notiert. Es gibt nächsten Montag eine Premiere von einem Lied. Premiere? Ja. Sollen wir sagen, welches oder sollen wir es offen lassen? Das können wir schon sagen. Karl Hodiner. Ja. Uns fehlt ein kleines Gatterl. Eine wunderschöne Nummer. Ich bin überzeugt, ich würde es gefallen. Ja. Plus. Wir sind am Üben, wir haben es noch nicht miteinander gespielt. Oh ja, wir haben es auch gespielt gemeinsam. Naja, wir haben es auch gespielt, ja. Ohne dass wir haben es auch gespielt. Jetzt üben wir es und am Montag spielen wir es gemeinsam. Ja.
Ja, Das ist, genau. das haben wir, jetzt müssen wir es nämlich wirklich spielen. Ja, genau so ist Bravo. es. Genauso soll es sein. Ansonsten, meine Lieben, ich hoffe, es war ein halbwegs spannendes Thema für euch. Für uns auch schon interessant, das einmal zu sprechen, einfach auszusprechen, Ja. zu sagen und mitzuteilen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und freuen uns auf Montag, hoffentlich bei der Pawlatschen. Pfiat euch. In diesem Sinne, gell, gehabt euch wohl und ein schönes Wochenende bis Montag 20:15 Uhr auf diesem Kanal hier. Hoffentlich. Viert euch.